Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Bro, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet wir. Für einen Seich. Für den Seich. Ist gut, gehen wir rein. Ich bin aus der Übung, Mann. Ist es dir egal, Bruder? Wir killen das jetzt einfach. Jetzt redet wir wegen dem, weißt du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt redet wir. Mit niemand geringerem denn El Loco. Als hätten wir uns jetzt erst gesehen, weißt du, Bro, was wärst du da reingelaufen? Nicht. Wie geht's dir, Bruder? Gut, Bruder. Gesundheitlich, alles gut. Gesundheit, alles gut. Sehr schön, Bro. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Bei der Verlobungsfeier, glaube ich. Verlobung. Ey. Sehr, sehr schön gewesen, Bro. Wirklich sehr schön gewesen. Ich habe Verlobung gemacht, wir haben es gefeiert und der Loco hat natürlich nicht fehlen. Und ihr kennt den Loco nicht, glaubt mir. Der Loco, wenn wir ein bisschen trinken, Spass haben, er kommt zu mir, auch bei der Verlobung, er hat gesagt, Bruder, mach das Lied an, wo wir immer hören im Studio. Und der Loco und ich hören immer, wenn wir Party machen, Bulamadum von Ibrahim Tatteses. Der Ibo. Der Ibo. Wieso fühlst du das so, Bro? Keine Ahnung. Es einfach. Bro, Musik connectet Menschen, Bruder. Schön. Und dort im Studio haben wir. Vergiss nie die Abende, Bro, mit dem Vibe. Ich finde auch immer schön, weißt du, so von allen Kulturen ein bisschen verschiedene Musik hören. Aber dieser Song verbindet mich voll mit dir und mit dem Emra. Ja, geil. Da drehen wir immer durch. Immer lustig. Gerade nochmal 3 Schön. Liter trinken. Der Vater von meiner Frau, nein, der Onkel ist gekommen. Onkel, er so, wer ist da, der Grosse, der so wirklich braun ist und so. Von wo ist der? Nachher ich so, der Loco, Mensch. Er so, ja, genau, ich ein Bild zeigen, also ja, der. Also von wo ist der und so? Ist der von Dune, ist der von so Balkan und so? Ich so, nein, Mann, Von was Balkan? der? Ich so, der ist ein Loco, Mann, wie der Name schon sagt. Also so ein geiles Sieg und so. Also wie er bei dem Lied abgegangen ist und so, wie ein richtiger Türk oder Kurd. Richtig geil gewesen, richtig schön gewesen. Ja, Mann. Bro, richtig. Ich bin in meinem Leben gar nicht viel an Hochzeiten und an Verlobungen gewesen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht haben sie mich nicht einladen, weil ich der Hochzeitscrasher könnte werden. Aber jetzt bin ich ein paar Mal gewesen und wirklich jetzt bei deiner, es hat mich sehr, sehr inspiriert, Bro. Du bist voll aufgegangen, Bro. Deine Familie, alles. Die Familie von deiner Frau, Bro. Es war wirklich hure schön gewesen, zu sehen, wie ihr connected sind. Und du hast mir ja ein paar Mal erzählt, hey, es gibt halt immer schwierige Punkte und so. Sicher, wie jeder Und wie alles jetzt so gekommen ist, Bro. Das ist wirklich hat mich sehr inspiriert, vielleicht mal selber heiraten. Ich komme mit Bulamadum rein dort. Oh, alles andere wäre falsch. Nein, es war wirklich geil, es war schön. Und das ist auch das, was eigentlich auch sollte sein. Wir haben beide Seiten connecten. Ich habe mich auch gefragt, Verlobungsparty, was? Ich bin noch nie in einer Verlobung gewesen, Bro, nur Hochzeiten. Und wir haben gedacht, komm, beide Kreise vereinen. Und ich sage dir, Bro, es hätte nicht schöner können sein. Also ich bin rausgelaufen, ich bin im Schlaf anscheinend am Lachen gewesen, hat meine Frau gesagt. Im Schlaf dort. Richtig glücklich gewesen, richtig schön gewesen, wirklich. Ich halte eben auch nicht, ich habe nie viel gehalten von dem. Und jetzt bin ich so ein paar Mal gegangen und jetzt so bei dir ist so, okay, es ist geil, sonst ich will immer gehen und gerade wieder heim, so, du konfrontierst dich voll so, okay, Hochzeit, Verlobung, wie läuft das und so. Ja, aber jetzt, das Mal habe ich es wirklich sehr angenehm gefunden, Bro. Ich bin leider nicht bis am 5 Uhr morgens geblieben, aber Ja, Bro, aber egal. Wir sind Aber, durchgedreht. Bro, solange wir an diesem Abend Bulamadum hören, du kannst nach dem gehen, Bruder. Wir müssen das zusammen machen. ab dann ist vorbei. Ja, ja, Showtime. Ja. Der Loco und ich haben uns getroffen, um über das Thema Beziehung, Liebe, Leben, alles im Allgemeinen so ein bisschen reden. Der Bruder hat sich ein paar Informationen da aufgeschrieben, Fragen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben.
Und das ist jetzt auch der neue Vibe im Podcast. Es gibt nicht mehr das Interview von wo bist du, was hast du erlebt, sondern es soll ein Austausch sein, weil dann ist es auch spannender, auch für mich. Dann kann ich auch mitreden, meine Ideen, meine Gedankengänge und auch für die Zuschauer natürlich, dass ihr mich besser kennenlernen könnt. Aber ich würde trotzdem reingehen mit dieser Box dort. Mit der Box. Mit der Box. The Mystery Box. Der Mystery Box, Bro. Kennst du? 1, 2, 3. Ich bin lang nicht mehr da gewesen, aber eins ist einfach, zwei ist mittel, drei ist schwierig, oder was? Tiefer am tiefsten. Tiefer Du, am tiefsten. du Ja, ziehst eine, fragst mich, ich gebe dir Antwort und ich stelle die Frage, die ich ziehe. Und dann versuchen wir das zu beantworten. okay. Es ist auf Englisch und es ist aus China, Bruder. Es kann sein, dass die Frage nicht so Yeah, grammatikalisch I have a lot English fans. Yeah, I saw it on Instagram, your Yes, stories. It's I have important. more English fans than German. Okay. Das Spiel heißt We're Not Really Strangers. Genau. Okay, ich habe gedacht, das gehört zum Satz dazu. Okay. What is a lesson you will take away from our conversation? Also, was nimmst du mit von unserem Gespräch, oder? Ja, voll. Also man muss auch sagen, Loco und ich haben immer mega tiefgründige Gespräche. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein gemeinsamer Punkt, den wir haben. Und Bro, ich habe das erste Mal wie noch mehr gelesen und ich bin in der Long Street Bar gewesen. Und du bist dort gewesen, der Boss hat gesagt, das ist das Lied von ihm, das ist das Lied von ihm. Nein. Und so voll besoffen. Und ich hatte ein Bild, so eben Rapper, nicht so viel Tiefgang, dies und das. Aber wo wir das erste Mal eigentlich schon miteinander geredet haben, habe ich gemerkt, was für ein tiefer und was für ein emotionaler Mensch du eigentlich bist. Und das hat mich extrem überrascht. Und das habe ich auch so ein bisschen mitgenommen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Baustein von unserer Freundschaft eigentlich, dass wir eben die Gespräche führen können, etc. Das habe ich mitgenommen. Und was ich auch mitgenommen habe, das habe ich aber schon im letzten Podcast erzählt, darum schaut die Folge auch mit dem Loco und mir, sind zwei, dass man nicht immer den Weg gehen muss, wo man gegangen ist, sondern wenn du andere Intentionen jetzt hast oder einen anderen Weg sich dir ebnet, dass man auch die Courage muss haben, den zu gehen, weil es für einen wichtig ist und nicht blöd gesagt, ich habe studiert, ich habe Schule gemacht, jetzt muss ich meine Karriere verfolgen. Aktuell will ich andere Sachen machen und dann muss man auch die Eier in der Hose haben, das machen. Auch wenn schwierige Tage kommen, jede Blume wächst nach jedem Winter wieder neu. Genau, Bro. Das ist so das, was ich mitnehme. Sehr schön. Das ist nur das Richtige mitgenommen. Die schlechten Sachen hast du Die schlechten Sachen hast du schön ablegen, das ist wichtig. Ich kann. What do you think our most important similarity is? Was denkst du, du hast die Frage schon verstanden. Für die, die es nicht checken, was unsere grösste Gemeinsamkeit ist. Ja, was du vorher schon gesagt hast, ich glaube, es ist das etwas Tieferes. Es ist so, glaube ich, ein bisschen eben das Kommunizieren mit Tiefgang und ein bisschen poetischer. Zum Beispiel, wenn du ins Studio kommst oder eben, wenn ich dir etwas zeigen will, zeige ich dir etwas mit Tiefe und nicht Ja, voll. irgendetwas, wo wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen cool finden, Ja. sondern ein bisschen die spezielleren Sachen, so, wo man nicht jedem und jeder kann zeigen. So, oder wie du gesagt hast bei einem Song, so, hey, den muss man ziehen lassen, wie ein Tee. Ja, genau, ein Tee so. Und genau so Sachen suche ich dann bei dir. Okay, Weißt du, okay. und will ich das genau gleich würde fühlen. Und Okay. ich denke mir das auch so, oh, das muss man sich öfters geben. Und du sagst mir das dann auch so. Und dann weiss ich so, hey, wir sind so in dem so wirklich in der gleichen Wellenlänge. Und so ziemlich ähnlich. Was ich glaube, wahrscheinlich nicht alles, weil so viel wissen wir ja gar nicht voneinander. Ja, eh. Aber ich glaube, so das, wo wir unser Umfeld haben und so, dort sind wir ziemlich gleich. Dort haben wir so einen Connection Point, wo wir vielleicht mit anderen Kollegen aus dem gleichen Umfeld vielleicht nicht gerade die Charaktereigenschaft teilen. Vielleicht andere.
Also Ja. gibt sicher auch. Aber das ist so etwas, was bei uns raussticht. Ich merke das ja, ich komme, dann zeigst du mir eben genau die Songs, die Ja. ein bisschen die Seele berühren, sage ich jetzt mal. Wo man ein bisschen nachdenken muss beim Hören. Ja, und weißt, wenn wir mit unseren Homies sind und so, weißt, dann reden wir ja auch nicht über, weißt, oft über jetzt mega Tiefgang, sondern wir passen uns beide eigentlich hure dem Umfeld an. Ja. Also nicht, dass sie Heiwand sind. dass sie irgendwie keinen Tiefgang hätten oder so, aber wir wissen, hey, jetzt sind wir da zum Fußball spielen oder Ja, jetzt sind wir voll. da zum etwas anderes machen oder jetzt, Durchdrehen, ja, jetzt gehen wir ins Alpamare, Ja, genau. jetzt tun wir sicher nicht über Gott und die Welt reingehen, so Ja. tief. Und das haben wir auch ziemlich gleich. So. Wir passen uns gut an die Situation an und wissen, wenn es Zeit ist Voll, wenn wir das für ansprechen. Tiefgang. Ja. Fix. Stimme ich dir zu, Bro. Hast auch gute Sachen von mir mitgenommen. Nicht die schlechten. So, Brosi, was hast du mitgebracht? Ich würde mal dir den Ball übergeben. Boah, Wie hey, der ich will nicht schauen, ich will vom Kopf raus machen. Easy. Ich habe mir Fragen aufgeschrieben. Ich kann das sonst nachher noch mal schnell in Insta schauen, was mir Leute geschrieben haben. Aber ich habe mir gerade auf dem Weg dahin, ich so, komm, was will ich auch noch fragen? Und was ist so etwas, was ich oft höre von Frauen, Männern? Und nachher ist mir in den Sinn gekommen, so, wenn eine Frau, also meistens bei den Frauen, wenn ich so ein Gespräch mitbekomme und sie über ihren Ex-Freund redet oder halt eine Beziehung, die nicht funktioniert hat oder sie nicht mehr zusammen sind oder on-off, was auch immer, sagen sie gerade immer, Mann, das ist so eine Zeitverschwendung gewesen und so, der Typ ist so eine Zeitverschwendung gewesen. Ich habe 4 Jahre von meinem Leben habe ich verschwendet. Ja, geopfert für nichts. Und ja, was denkst du bei so einer Aussage? Was denkst du, wenn jemand, also hast du sicher auch schon mal gehört, Ja, Bro. Noch und nöcher, Mann. Ja, 1000-mal. was geht zum Beispiel dir im Kopf durch, wenn du so etwas hörst? Oder was sagst du sogar an diesen Personen? Bro, ich höre aus dem raus hure viel Schmerz, Enttäuschung und die Sachen sind nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Weil wenn du 4 Jahre mit jemandem in einer Beziehung bist oder mit dem Menschen interagierst, dann siehst du ja irgendetwas, was dich daran hebt, die Beziehung fortzuführen. Und wenn es dann nicht so kommt, wie du hast wollen, ist es natürlich einfach sagen, Zeitverschwendung. Ich sage, nichts ist eine Zeitverschwendung. Jeder Mensch in unserem Leben ist eine Bereicherung, eine Lektion oder was auch immer. Meine Mutter sagt zum Beispiel immer, das Leben wird dir die Prüfungen stellen, die du brauchst. Immer. Und ich glaube, die Leute, die Frauen, die das sagen, haben so einen Mann gebraucht, um vielleicht ihren Wert zu erkennen, um vielleicht auch zu sehen, ey, vielleicht ist auch hure viel bei mir falsch, dass es überhaupt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich glaube, ich höre viel raus, aber keine Selbstreflexion. Ja, also es sind nicht nur Frauen. Ja, Es sind auch Männer. Sind auch Männer. Aber ich so jetzt rein von, wie ich es abschätze, sind es, glaube ich, schon ein bisschen mehr Frauen, von wo ich das gehört habe. Aber ja, ich bin auch dieser Meinung. Ich denke mir so, ich sage es dann auch noch zum Teil. Also wenn ich in dem Gespräch drinnen bin, dann muss ich dieser Person sagen. Ja. 4 Jahre, ja, 3,5 Jahre bist du glücklich gewesen. Eben, ja. Also warum ist das eine Zeitverschwendung? Ja, Bist du happy gewesen? Also hast du ja können lachen jeden Tag. Und wenn dann mal ein halbes Jahr Scheiße läuft und die Wege sich trennen, heisst jetzt nicht, dass das 4 Jahre wie jetzt für nichts sind, sondern schau, du bist zufrieden gewesen, weißt? Es ist doch schön gewesen, wenn du so viele Jahre wie möglich in deinem Leben kannst eigentlich glücklich und zufrieden verbringen. Aber weißt du, was ein Unterschied ist? Man sagt ja ab und zu, gibt es Unterschied zwischen Männern und Frauen? Gibt es Unterschied? Ich sage jetzt mal nicht, ich habe einen Jarak, du hast keinen, sondern psychisch oder dies, das. Und das Ding ist, dass Frauen viel reden, um sich verbunden zu fühlen. Das ist psychologisch bewiesen. Zum Beispiel, deine Frau kommt heim,
Und dann sagt es dir, weißt du, ich bin heute am Arbeiten gewesen, dann ist das passiert und du als Mann stehst dort und sagst, wenn kommt die Pointe? Ja. Kommt die Pointe? Weil wir Männer sind so gestrickt, dass wir eine Lösung finden wollen. Problem, das ist Lösung. Ja. Und Frauen reden viel zum Verbundenheit spüren, zum Ja. sich wie connecten. Und ich glaube auch, dass das darum auch, du hast das Beispiel mit der Frau gebracht, weil das bei Frauen viel mehr Thema ist. Sie wollen dann Gleichgesinnte, die auch das erlebt haben, und dann sagen, ey, stimmt, Laura, Mann. Bei mir, weißt du, bei mir ist auch so gewesen. Und dann sind es Best Friends, ein Ja. Sommer, nächsten Sommer. Nächsten Sommer wieder mit Ja. neuen Typen. Ja, genau, ja. Ja, das ist Neue schon- Zeitverschwendung am Anfang. Eben, ja. Und ich glaube, das, hat Ja. auch, das spielt auch viel wie mit dem einher, Einfach sozusagen. so Dazugehörigkeit. Ja, genau. Ja. Leidensgenossen. Ja, das habe ich zum Beispiel auch von meiner Frau gelernt. Sie hat gesagt, schau, wir wollen einfach alle nur verstanden werden. Ja, voll. Aber ja, ich glaube, bei Frauen ist es halt mehr als bei Männern. Mhm. Bei uns, ja, ich weiß nicht. Wir wollen auch verstanden werden, aber ich weiß nicht jetzt auf welche Art. Bro. Ja, das kann schon mit Kommunizieren sein und so, aber ich fühle mich komisch gegenüber einem anderen Geschlecht jetzt von meinem Struggle erzählen, sondern ich will erzählen, wenn ich es dann fertig habe. Ja. Weißt so, Ja. hey, ja, schau, ich habe nur ein Problem gehabt, aber jetzt sind es fertig. Genau, das ist eben das, was ich sage. Ja. Problem, du willst es, schau zum Beispiel, du hast ein Problem, extrem etwas, was dich beschäftigt. Gehst du gerade heim und sagst, ey Schatz, los zu, ich muss dir etwas erzählen. Nein, Bro. Männer sind eher die Leute, die allein darüber. Zum Beispiel, wenn es mir schlecht geht. Ich gehe nicht zu meinen Kollegen und will darüber reden. Ich gehe zu meinen Kollegen, weil ich Ablenkung möchte, über andere Sachen reden. Der Mann ist eher eine Person, die seine Probleme versucht, allein zu lösen. Und eine Frau macht das im Kollektiven. Jetzt werden alle Emanzen schreien, nein, Mann und Frau sind gleich. Sind es nicht. Ich sage aber auch nicht, Frauen sind schlechter als Männer. Das sage ich nicht. Es ist einfach eine andere Art und Weise. Es ist einfach eine andere Art und Weise, wie man kommuniziert, wie man ist, wie man fühlt und wie man lebt. Es gibt sicher eine Frau, sage ich mal, in unserem Umfeld, die genauso tickt wie ein Mann. Ja, Gibt es schon, aber Ja. wir reden ja von der Norm, vom Alltäglichen so. ja, es gibt immer Ausnahmen. Weißt du, was ich meine? Es gibt immer Ausnahmen, Bro. Und darum kannst du auch nicht sagen alle, aber sehr viel. Sehr viele Frauen und auch sehr viele Männer tun so. Und ich glaube auch, darum führt es bei Männern auch oft zu irgendwelchen psychischen Erkrankungen. Wie meinst Ja, wenn du das die ganze Zeit mit dir herumtreibst, dein Aha, Problem, ja. das du nicht lösen kannst, du? weil du auch nicht darüber redest. Ja, Eben, fix. du gehst zu deinen Kollegen zum Abschalten und irgendwann bist du nur noch am Abschalten, weißt? Und das häuft sich ja, was du mit dir herumtreibst. Und Fix. ja, und an der Frau sagst du sowieso nicht. Also dort spielst du hey, ich kann alles, weil ein Mann sollte ja an der Frau irgendwie eine Sicherheit können gewähren, oder? Fix. Sicherheit, Schutz. Schutz, und wenn du kommst und dich so verletzlich zeigst und so, ja, angeschlagen, ich weiß nicht, wie viel Schutz das ausstrahlt. Ja, du meinst so, wenn ich mich verletzlich zeige, nicht, dass die Frau dann das Gefühl hat, ey shit, der ist voll vulnerabel momentan, der ist voll verletzlich. Nicht, dass ich jetzt noch mit meinem Problem komme, sonst spricht er zusammen. Es ist ja auch statistisch bewiesen, dass Männer so einen leislichen Suizid machen. Du hörst nichts, er sagt Ja, nicht, ja, ja. alles gut, Bro. Morgen in der Zeitung siehst, hat sich umgebracht. Und du denkst, er hat dir gesagt, alles ist gut. Das ist in der Biologie vom Mann. Auch zum Beispiel Probleme bereden. Männer, Bro, reden über Probleme wie Kinder. Ich schwöre, Ja. eine Frau hockt an und sagt so, jetzt reden wir. Jetzt reden wir und wir reden über das Problem. Ein Mann redet mehr, also ein Tipp an alle Frauen, ein Mann redet eher, wenn es beiläufig ist. Blöd gesagt, wir bauen den Ikea-Schrank auf und dann fragt die Frau, sonst Schatz, was läuft und so. Sagst du, nicht so gut und so. Aber wenn es nur Gespräch Ja, ist, ja, das voll. haben wir nicht gern. Mach's Voll. beiläufig, man. Wenn beim Kochen schnell droppst einen Satz, ja, geht nicht, aber schon gut. Beim Game. Am Game. Nein, beim Game soll sie nicht reden, Bruder. Beim Game, ich höre meine Kollegen sonst. Ja, aber voll. Es hat wirklich etwas, dass du musst wirklich irgendwie, ja, den Moment ergreifen bei etwas,
völlig Normalem. Und es darf nicht so gesprächmäßig so, Genau. hey, So, hey, ich mach mal da Sorgen. mit dem Zettel jetzt, Genau. wir müssen unbedingt jetzt das besprechen. Ich glaube, dann geht so bei jedem Mal alles zu. Ja, Puh, fix. bei mir ist alles gut. Ja. Auf Genau. Abwehrmodus hineingehen, so hey. Es hat es hat so zu viel Ernsthaftigkeit. Und das ist ja das, was du gesagt hast. Du willst dich ja nicht. Also ich rede auch mit meiner Frau über meine Probleme. Aber du willst schon der Mann sein im Sinne von, ey, ich habe es im Griff. So, du musst dir keine Sorgen machen, Babe. Ich schaue für dich. Das Gefühl darfst du nicht verlieren. Und wenn du hockst dort und sagst, so, jetzt gehen wir das mal an, Schatz. Dir geht es nicht gut und so. Ein Mann redet nicht. In der Regel. Es gibt Eben, es sind ja nicht es alle gibt, so. aber die meisten werden nicht reden. Sie werden sagen, alles gut, alles gut. Ah nein, schnell Streit mit dem Kollegen gehabt. Alles Ja, gut, eben, Schatz. so, Erzähl du. so Köder am Rühren. Ja, So, ja, genau. ja, Ja, ich habe jetzt die letzten 2 Tage voll gestritten mit meinem Chef und darum bin ich so, weißt du. ja, voll, ja. Darum habe ich keinen Bock, ja, einfach etwas zu sagen. Und in Wahrheit ist eigentlich etwas viel Tieferes. Aha. Du hast vorher etwas gesagt, du hast gesagt, eben, dass die Frau das Gefühl hat, so, ey, ich habe es wie im Griff. Gibt es Momente, wo du nichts sagst, damit du wie nicht den Ballast oder das Gefühl hast, du leist den Ballast auf den Rücken von der Frau? Hey, Checkst du, wie ich meine? Dass du vielleicht ein bisschen abschwächst. Eigentlich nimmst du den ganzen Tag ein, sage ich mal. Aber du sagst so, ja, das stresst mich ein bisschen, aber ist schon gut. Und so. Ist schon gut. ja, Schon, gell? Ich mach Ja. das eben auch. Ich mach das ja, auch. und ich weiß auch nicht sonst, wie umgehen mit dem. Also, Mhm. weißt ich mach's, aber nicht auch, weißt nicht jetzt, weil ich denke, so, okay, ich bin nachher irgendwie nicht mehr Schutz und bin mich gerade schwach am zeigen, sondern es kommt vor allem auf die Situation drauf an, wenn ich sehe, die Frau hat schon auch mit Sachen zu kämpfen, haben was auch immer, eben, haben ja ganz andere Sachen am Laufen. Mhm. Und wenn ich dann noch komme mit so, hey, fuck. ich will nicht Panik verursachen. Das weißt? ist es. Ich will nicht Panik machen. Obwohl in mir drin ist vielleicht Panik, Mhm. aber ich will es nicht, vor allem auf die Familie, weißt? Es wirkt sich nachher aufs Kind. Ja, sicher. Es hat so eine Kettenreaktion und Fix. nachher gehst du wieder in so einen Teufelskreis rein, wo du wie nicht mehr rauskommst, weil du einmal Panik gemacht hast. Ja, voll. Du willst eigentlich nicht, blöd, also übersetzt, dass sich die Frau um dich muss Sorgen machen. So, Ja. weißt du, schafft er es echt? Wie geht es ihm echt? Also Ja, weil es macht mir dann noch mehr Panik, sicher, wenn wenn sie auch noch Angst hat. wenn sie noch Angst hat Ja. und mich dann noch fragt, und was Ja, ist ja. sie und ich habe vielleicht keine Lösung, weil ich eben vielleicht mit Kollegen mich jetzt ablenken bin und ich bin dort nicht Lösungen suchen. Ja, ja, genau. Ich habe die getroffen, um schnell an etwas anderes zu denken, Ja, weil mein voll. Kopf so voll ist. Schnell resetten, Mann. Und wenn ich schon Panik daheim geschoben habe und das nachher kommt und ich bin gerade von irgendwo anders zurückgekommen und ich noch keine Lösung habe, dann fängt es mich an richtig so, Ja. oh, jetzt bin ich im Stress, so, jetzt muss ich gehen und meinen Shit erledigen. Ja, Bro. voll. Weißt du, morgen muss das geklärt sein. Ja, weil sie fragt morgen wieder. Sie Ja. wird morgen wieder fragen. Ja, oder es ist nicht mal das Fragen, es ist nur so ein Schauen, so. Und geht es ihm besser oder nicht? Mhm. Und nur schon von diesem Blick will ich einfach, ich will den gar nicht. Ja, weißt du? fix. Und ich glaube, vielen anderen geht es gleich, dass so, hey, wir haben unser Zeug und wir müssen das klären und jeder geht irgendwie seinen Weg und jeder, viele schießen an, Bro. Meistens immer so ein bisschen die gleichen Probleme wie eben Geld, Zeit und so Sachen, wo also finanzieller Druck, wo kommt halt. Ja, voll. Ja, das Leben ist ja nicht auf Pause, egal was du zu tun hast. Ja. Du willst ein Album rausbringen, keine Ahnung, du willst eine Steuererklärung machen, du willst
mit der Frau leben. Das Leben ist ja nicht auf Pause. Rechnungen kommen. Ich Ja. sage es immer wieder, es ist eine Leistungsgesellschaft in der Schweiz, die Leute können es gar nicht mehr hören. Aber das ist einfach Tatsache. Du musst providen und deine Probleme, also eben der Mann tut es ein bisschen wie klein reden, damit nicht noch mehr Trubel und Sorge die herrscht. Ja, genau. So würde ich es zusammenfassen. Eben, dass es ein zufrieden und glückliches Leben eigentlich voll. herrscht. Dort, wo du Familie hast oder dort, wo du daheim bist. So, du gehst raus und schaust dein Zeug an und dann kommst du heim und dann soll es nicht noch mal eine Arbeit sein, sozusagen. Ich muss jetzt noch mal das Thema, wie tue ich das jetzt gut erklären? Ja. Ja, und es sind ein paar Mal, ja, es sind schwierige Sachen, weißt du. So. Wir können, die Frau will zwar, dass du kommunizierst, aber es gibt einfach Sachen, wo ich glaube, dass, weißt du, auch wenn sie sagen, sie verstehen alles, ein paar Sachen kann man nicht verstehen, Bro. kann man nicht verstehen, weil eben, ja, jeder Mensch hat so sein Way to go Fix. mit Zeugs. Und ja, eben, der eine hat Probleme mit, trinkt zu viel Alkohol, der andere ist bis am 7 Uhr morgens dort, der Voll. andere ist am Gamblen, um an Geld zu kommen, Fix. der andere investiert dort und hat alles verloren. Voll. Seine Miete 3 Monatsmieten verloren. Für Das ist schon heavy, ja. ja, und wie willst du nachher heimkommen und nachher sagen, hey, boah, und Panik machen? Und weißt, vor allem auch finanziell. Das macht nur, ja, schau, wie du wieder zu diesen 3 Monatsmieten kommst. Voll, Sonst, voll. Aber ich glaube auch, weil ab und zu Frauen will so wie eine Unterstützung sein, was ja auch schön ist, was ja auch ein Liebesbeweis ist. Aber ich glaube, wir Männer, wir wollen ab und zu die Unterstützung gar nicht. Wir wollen so wie das Problem jetzt lösen. Kennst du das? Du hast darüber geredet, dann am nächsten Tag, und Schatz, wie ist es jetzt? Und du bist so in dem Zeug drin und du denkst so, boah, jetzt fragt die mich noch, hätte ich es doch gar nicht erzählt. Weißt du? Ja. Und nicht mal aus Boshaftigkeit, weil Nein, eben nein, immer es gesagt haben, Frauen verbindet, indem sie reden miteinander. Ja, So ja. tut es connecten. Und bei uns ist es nicht so. Bei uns sind es vielleicht andere Attribute, die eine Frau an den Tag legt, wo man sagt, ey, das zeigt mir Verbindung und Liebe und was auch immer. Ja, ich bin froh, wenn ich sehe, dass alles so, hey, eben, sie können auch mal einen schlechten Tag haben. Fix. Aber so der Grunddings ist so, hey, ich habe zwar einen scheiß Tag gehabt, aber ich bin trotzdem, es ist alles gut Ja, und es könnte immer besser sein, aber so auf dieser Balance, Bro, Ja, voll. weißt? Und das ist für mich schön dann. Aha. So, okay, ja, sie hat heute einen guten Tag, sie hat heute einen schlechten Tag, aber es ist immer so da. Ja, voll. Und dort habe ich sie, dort unterstützt sie mich am meisten. Also, Genau. wenn sie so ist, unterstützt sie mich am meisten Ja. bei meinem Zeug, das ich mache. Mehr als sie, wenn sie jetzt reden würde. Mehr als wenn sie würde helfen. Bro, ich schwöre dir. Weißt du, was ich meine? Bro, ich bin gestresst. Und das tut mir dann zum Teil auch leid, weil Mhm. ich will ja, man will ja immer irgendwie seinen Partner mit einbeziehen. Fix. Hey, wir schaffen alles zusammen. Genau. Alles ist 50-50. Ride or die Ja, mit dir. voll. Bonnie und Clyde-Style. Weißt du, das sehe ich schon auch, aber es gibt halt Sachen, was halt nicht so ist. Und zum einfach wirklich eine ausgeglichene Beziehung können führen, weißt, braucht man einfach, ja, braucht, wie die Frau ihre Kolleginnen braucht, wo sie eben viel mit sich selber können reden. Und ich glaube eben auch bei ihnen ist so, sie reden so viel, sie wissen wahrscheinlich gar nicht, vielleicht versteht mich die andere Person gar nicht, aber sie reden so viel, dass sie selber verstehen. Weißt du, dass sie sagen, oh shit, jetzt habe ich so lange geredet über das Thema, jetzt ist mir bewusst. Als hätte ich das Problem. Ja, jetzt ist mir bewusst Ja. und ich habe jetzt auch eine Lösung. Weißt du, es fühlt sich jetzt richtig an, das zu machen. Und ich glaube, darum hilft das bei ihnen. Einfach viel reden, viel. Ja, sicher. Aber ich weiß, das ist auch, dass ich zum Beispiel gestresst heim. Ein paar Sachen laufen nicht so, wie sie sollten. Für mich gibt es nichts Schöneres. Ich komme heim, die Frau steht da. Keine Ahnung, vielleicht kocht sie etwas, vielleicht ist sie auch vor dem Fernseher, ist egal.
Und das ist einfach so der Frieden, das ist mein Happy Place. Ja, Wenn ich voll. heimkomme, ich will nicht nur über meine Probleme reden oder sonst etwas. Vielleicht mal, keine Ahnung, ergibt sich und dann öffnet sich, aber das Konfrontieren. Nein. Nein. Ich sag Das- dir jetzt nicht Gesundheit, ich sag dir, Wir haben gelernt, was du wir haben sagst. gelernt. Wir haben Ja. gelernt. Der Loco und ich sind vorher auf dem Balkon gsi, bei mir, und dann haben wir so gesagt, krass, wie ein paar Sachen, so Gepflogenheiten von früher. Gesundheit zum Beispiel. Wieso sagen wir Gesundheit? Weiss das jemand? Schreibt es in die Kommentare. Gesundheit sagen wir wegen der Pest oder spanische Grippe, ich weiß nicht mehr. Erstes Symptom war Nüsse gewesen. Und du hast gesagt, Gesundheit, wenn jemand hat müssen nüssen, aber du hast es dir selber gewünscht. Im Sinne von, hoffentlich werde ich nicht krank. Und wir machen es immer noch. Oder Anstoßen haben wir ja auch gehabt. Ja, hast du. Anstoßen. Wieso stoßen wir an? Früher hat man getrunken nach dem Krieg. Man hat die Metallfässer gehabt und man hat voll geklopft, die Wikinger, gesund, Dings, Frieden, Frieden. Wieso? Indem wir unsere Gläser aneinander klopfen, schwappt am Loco sein Getränk in meins und meins in ihm. Nicht, dass ich ihm gesagt habe, es ist Frieden und dann eigentlich Gift in da habe. Wir machen es immer noch. Überlegt, wie lange das her ist. Aber Und wir wir machen müssen jetzt immer mit Champagner, weißt Eben, wir machen Champagne mit Und- den und- kleinen Gläsern. Ja, und darum, wir sagen uns nicht mehr Gesundheit und stoßen auch nicht mehr an, Ja, weil wir wir wissen, sind wir wissen, um was es geht. Ja, wir sind gegen den Strom. Wir sind different. Wir, We trinken, build different. wir trinken aus einer Pfütze. Ich schwör's dir. Bro, ich habe letztes Mal einen Satz gelesen. Letztes Mal, heute, Alter. Heute habe ich einen Satz gelesen. Letztes Mal, ja. Mal. Wir haben das letzte Mal gelesen, heute. Wo gestanden ist, können Männer überhaupt noch lieben oder nur gönnen? Checkst du? Können Männer nur lieben, No, können sie noch lieben? können sie noch lieben oder nur gönnen? Ja. Hm. Das ist auch ein T-Spruch. Den musst du ein bisschen ziehen lassen. Den musst du ziehen Den lassen. musst du ziehen lassen. Weil, Ich Bro, verstehe nicht das Gönnen. gönnen, eine Frau erobern. Ah, einfach auf die Frau bezogen. Ja, ja. Könnte man ihn noch lieben oder sind sie zu beschäftigt mit dem Gönnen? Okay, ja. Weil ich sag mal so, Liebe vor ein paar Jahren, ich sage jetzt mal, wie es unsere Eltern vielleicht gelebt haben oder die Zeit einfach, im Vergleich zu heute mit Social Media, all das Zeug ist schon anders. Ist ganz Ja, anders, voll. oder? Auch Beziehungen, so, klappt es nicht, früher hat man darum gekämpft, es muss klappen, wir müssen providen, wir leben jetzt zusammen, wir machen heute. Insta, DM, ich habe eigentlich gesagt, geil, los, weißt du was, du machst nicht so viel Probleme. Empfolgen. Mit Mutter, Es Empfolgen. sind wir nicht mehr zusammen, ich habe dir doch entfolgt. Empfolgen, lass mich in Ruhe. Oder kann man nur noch gönnen? Ja. Es ist halt. Wir kommen aus einer Generation, wo wir halt noch das Alte kennen. Aber wir kennen auch das Neue. Also, du weißt auch sicher, wie es ist heutzutage. Ey, es ist einfach schnell ghosten. Ja, ja, fix. Weißt du, so, hey, wenn du nichts mehr willst, mit jemandem zu tun hast, dann ghostest du einfach die Fix. Person. Die Sache ist erledigt. Aber wir kennen auch, wie es ist, um etwas zu kämpfen. Darum ist es schwierig, aus meiner Sicht das zu sagen, weil ich sage eher, ich sage ja, man kann lieben. Also, es gibt dann wieder zwei verschiedene Arten. Eben, Liebe ist halt so ein grosses Wort, keine Ahnung. Ist es verliebt sein oder ist es Liebe, weißt du? Ja, ja. Ja, das ist ein gewaltiger Unterschied. Bro. Verliebt sein kann man sicher noch, auch Junge. Das wird es wahrscheinlich immer geben, das Gefühl. Fix, das sage ich Aber auch. so das Liebe, das Loyalität-Ding, weißt du, das Kämpfen füreinander, Ich bin für dich da, Style. ist. Ja, es verblasst. Gell? Es ist schon da. Und es gibt schon noch Leute, wo vielleicht ältere Geschwister haben, wo sie das noch ein bisschen sehen und so, noch ein bisschen mitgenommen haben und das noch ein bisschen weitergeben. Aber es ist schon am Verblassen. Ja. Schon, gell? Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, du kennst ihn auch, der auf dem Foto, das ich dir vorher gezeigt habe. Er sagt, Monogamie ist etwas, das ausstirbt. Später, irgendwann, ich sage nicht 10, ich sage nicht 20, vielleicht auch 100, Monogamie wird es nicht mehr geben. Wieso? Und Aber ich sag, Monogamie, jetzt, warte. Meine Frau hat mir irgendetwas gesagt. Von Monogamie. Monogamie und Polygamie, oder? nein. Ja, voll.
Das ist Monogamie, ist, wenn du mehrere Partner kannst haben. Oder nur Monogamie, einen. ja genau, wegen monoton. Kommt Wenn von du dem. nur einen Partner Genau, hast genau. in deinem Leben und das andere ist, wenn du mehrere Partner Genau, genau. Und viele führen ja eine polygame Beziehung. Oder? Das ist ja, also du hörst es so, oh, ich habe offene Beziehung mit meinem Freund. oder ich habe 3 Beziehungen. Ja, ich kann darüber Beziehungen und es ist wie normal. Und er sagt, es wird aussterben. Monogamie wird aussterben und ich sage nein. Dass jetzt du nur nicht. noch einen Partner kannst haben. Ja, das wird wird aussterben. Ich aussterben. sage nein. Wieso nicht? Wieso nicht, sage ich. Ja. Bro, ich glaube eben genau das, bis wir mal aufmachen, bis wir mal reden, bis wir uns mal verletzlich zeigen. Schau, wie lange bist du mit einer Frau zusammen? 13 Jahre. 13 Jahre, eben. Hast du nach dem ersten Tag dich gerade verletzlich gezeigt? Das ist etwas, finde ich, wo beim Mann muss reifen. Ich glaube, der Mann muss wie so das Gefühl haben, ey, ich kann dir vertrauen. Weißt, also ich kann das. Ich sage jetzt nicht Mann, Frau, sonst dreht ihr alle durch. Ich kann das. Bis ich dir etwas vertrauen kann, was tief eine Verletzung in mir ist, braucht es sehr viel. Und dann connecte ich auch mit dem Menschen. Also meine Frau ist für mich so mein Ride or Die. Weißt du? Und ich glaube nicht, dass ich, wenn ich schon Mühe habe mit einer Person, das könnte ich mit 4 Personen wie machen. Das Teilen. Das Teilen, genau. Weil Aber- eine Beziehung ist ja nicht nur, wir bangen, wir machen, wir tun. Es ist ja, wir arbeiten für etwas. Man. Ja, Wie ja. du vorher auch gesagt hast, wir arbeiten für etwas, wir bauen uns etwas auf. So das Teil. Und ich glaube nicht, dass Polygamie irgendwann Zukunft sein wird. Dass es mehr Polygamie als monogame Beziehungen geben wird, glaube ich nicht. Aber wenn es die Leute, also, aber wie es sich entwickelt, es entwickelt sich ja auf eben, dass du dich eben nicht mehr so zeigst. Es entwickelt sich ja eher in die Richtung, wo du nur zeigst, was du willst, dass man sieht. Ja. Ja. Und das du Instagram-Phänomen. fängst das an so fest glauben, dass das so ist, dass es deine Realität wird. Ja. Weißt du, was ich meine? Darum sage ich, so Werte kommen jetzt so von unserer Generation. Wir sind so der Glue von alt und jung. Ja, voll. Wir sind eigentlich Drum- die beste Generation. Darum ist das, ja, aber wenn ich jetzt junge oder junge Erwachsene sehe, sie haben weniger den Wert für das, weißt? Und auch weniger Nerven, um an etwas zu glauben. Ja. So, weil sie eben glauben, das ist die echte Welt, ich bin das, und sie sind alle sehr überzeugt von sich selber, Extrem. dass das, was sie machen, das Richtige Ja, ist. voll. Und sie sind eigentlich mega jung, schon mega auf einem erwachsenen Level. Oder sie denken es zumindest. Sie denken es eher, ja. Dass sie schon Sätze droppen wie 35-, 40-Jährige. Einfach auf die heutige Zeit bezogen, weißt du? Und ja, ich kann es wie nicht sagen. Ja. Also, ich bin nicht jung und ich bin auch nicht voll alt. Ja, weißt du? voll. Wir sind genau Ich Sandwich-Position. bin Bro. dort dazwischen und ich kenne die alten Werte und ich verstehe, was du meinst. Aber ich kann auch verstehen, dass so ein Satz kann kommen und sagen, dass hey, das stirbt vielleicht aus. Schau, ich sage zum Beispiel, was jetzt auch mega viel haben, ist ja so Ego, oder? Ego ist ja, kommt immer mehr. Früher hast du das Ego unterdrückt fürs Kollektive. Wir sind eine Familie, jeder muss anpacken. Ab und zu musst du einfach deine Fresse heben, so oldschool, oder? Wenn der Vater etwas sagt, hebst du einfach deine Schnur, Respektsache. Und ich glaube, was ein Strich der Polygamie wird dort Rechnung machen, ist, dass jeder so ein grosses Ego hat, dass jeder die Nummer 1 will sein. Und wenn du jetzt eine polygame Beziehung hast, wer will mir sagen, ob du Nummer 1 bist oder nicht? Jemand präferierst ja sowieso. Meinst du, es wird keine Menschen geben, die sich einfach unterwerfen? Bro, es wird schon geben, gibt es ja auch heute. Das wird schon geben. Aber er sagt, dass zum Beispiel jetzt, ich sag mal, 90% sind monogame Beziehungen, 10% sind polygame Beziehungen. Und er sagt, irgendwann wird es einen Switch geben, dass, sagen wir, 60% polygam werden sein, 40 monogam. Und ich sage, das Ego der Leute und vor allem heute, wo du Wissen hast mit eben, Bro, wenn du willst, du gehst ein, TikTok, Psychologie, Mann, Frau, du schaust 3 Videos und hast das Gefühl, du bist jetzt Vera Birkenbiel oder keine Ahnung, Aber Sam Jung oder so. aber die ist krass. Die ist krass, Die ist Bro. krass. Nein, die ist, Birkenstuhl. wenn ich
Birkenstock. Birkenbiel. Birkenbiel. Wenn ich einen Gast könnte da haben, Wunschgast, Gast Aber die ist Die ist bad. Muerte. hä? Die ist dead ass. Dead ass. Aber sie ist wirklich krass. Bro, es ist Ich habe mir krass. früher viele Sachen von der reingezogen, Bro. Mhm. Die hat mich auch nochmal. Wach Die hat mich gemacht. einfach schnell so zu einem Erwachsenen gemacht. Ja. Weil ich als Jugendlicher das am Schauen, sie so, da, du bist jetzt erwachsen. Jetzt bist du ein Mann. Du weißt alles jetzt. Ich schwöre, auch das, was ich vorher gesagt habe, mit dem, dass Frauen durch Gespräche connected und Männer, wenn Probleme alleine sind, ist auch von ihr. Ist auch von ihr. Das ist auch von ihr. Vera Birkenbiel. Größte Vorbild in der Psychologie für mich. Geld ist wirklich Weil krass. sie haut einfach auf die Kacke, sie sagt einfach, wie es ist. Ja. Und sie hat die emotionale Intelligenz, dass sie weiß, wie sie es verpacken muss, dass es Leute checken. Und das ist ihr die grosse Gabe gewesen. Schade, sie ist schon verreckt. Aber rest in peace, man. Der Schluck geht an Vera Birkenbiel. Ja, sie ist, schau, du hast alles richtig gemacht, Vera. Du bist da, du lebst weiter. Wir reden jetzt über dich. Ich schwör. Leute sehen deine Videos. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Sinn von, wenn du gehst, dass du weiterlebst in den Voll. Menschen drin. Das ist deine Weißt du, Legacy noch Das, ein bisschen. ja, weiterleben. dass die Leute, du lebst in den Leuten drin, weißt Voll. du? Du Mega lebst, schön du lebst in ihrem Kopf. Mega schön. Das ist wichtig. Ein Mensch in 100'000 Köpfen eigentlich. Oh, schön, was willst du noch mehr? Das ist so God-Shit, Bro. Ich schwöre. Das ist ich so, ja, du prägst, Bro. schwöre. Aha. Du lässt die Leute etwas glauben, Bro. Du gibst Hoffnung, Ich schwöre. du gibst Sicherheit. Immer noch, weißt du? Immer noch. Die Welt ändert sich, du hast etwas gesagt, aber Immer noch. Zeitlos. Zeitlos, ich schwöre. Zeitlos. Das ist es. Dann hast du es geschafft, Mann. Und das sind wenig Menschen, Bro. Das musst du einfach respektieren. Was ich auch so krass finde, ist zum Beispiel das Buch Selbstbetrachtung. Stoizismus ist auch so etwas, Bro. Das ist von den alten Römern, aber immer noch findet es Anklang. Die sagen, Ja, Bro, wenn dir etwas passiert und du kannst es nicht ändern, zerbrich dir nicht den Kopf, du kannst es eh nicht ändern. Blöd gesagt, jemand ist gestorben. Du kannst brüllen, du kannst machen, die Person wird nicht zurückkommen. Trauer, okay, aber tu nicht unnötig deine Energie verschwenden für etwas, was du nicht ändern kannst. Bro, tausende Jahre her, blöd gesagt, immer noch hat es so angelangt. Das ist, wie du sagst, God-Level, Mann. Ich Das sage ist auch immer crazy. an meiner Frau, so, wir sind spät, wir sind spät. Ich so, chill das Leben, wir können nur einmal zu spät kommen. Ich schwöre, gut, du hast mir mal gesagt, das ist brutal, Bro. Ob es eine halbe Stunde ist, 3 Stunden ist, du kannst nur einmal Spaß kommen, Bro. Egal. Was wollen die anderen Leute sagen? Ja, es ist spät gekommen. Ja, Ja, gut. ob 10 Minuten oder 1 Stunde ist schon ja, für Leute ist es ein Unterschied, aber Aber du kannst ich kann von mir behaupten, ich bin genau einmal zu spät. alles andere ist Nächstes Mal mache ich besser. Ja, genau. Dann Sorry, mache ich Bruder. pünktlich. Nächstes Mal ich bin pünktlich. Ich schwöre. Ja, wir haben da letztes Mal einen Termin gehabt, also war eine halbe Stunde spät gekommen. Ich sage, egal, nächstes Mal komme ich eine halbe Stunde früher. Ausgleich, weißt du? Ich so, dann warte ich auf dich. Dann kann ich Und dann habe ich das gemacht. So. Dann Hast du bin ich gut? eine halbe Stunde früher gegangen und ich so, ich bin da. Was willst du früher kommen? Ja, Bro, ein paar Mal man macht sich einfach zu viel Gedanken. Eben, wo du kannst es nicht ändern, Bro. Bro, ich habe letztes Mal wieder etwas gelesen. Das ist aber nicht wirklich heute. Ich habe wirklich letztes Mal etwas gelesen, nicht heute. Wo sagt, nimm nicht alles so persönlich. Die Leute reden nicht so viel über dich, wie du denkst. Und das hat mir etwas geändert, Bro. Weißt du, Bro, sagen wir jetzt, du hast einen Streit mit jemandem. Bro, ich sage, der Arzt steht da, du diskutierst mit ihm, hängst ab, dann regst du den ganzen Tag auf. Was hat er jetzt für ein Bild von mir? Machst dir voll den Kopf. Aber der Bruder, nachdem er abgehängt hat, hat er dir einmal gesagt, der Nuttensohn, und hat dich vergessen. Und du machst dir die ganze Zeit in den Kopf, was denkt er über mich? Weißt? Ich sage jetzt nicht bei so einem banalen Gespräch, aber unter Kollegen. Die Leute denken nicht so viel über dich nach, wie du denkst, dass sie denken. Ja. Meinst du, es ist so? Es ist 1000% so. Du bist jetzt zu spät gekommen. Deine Frau sagt dir, Loco, wir sind zu spät gekommen. Die Leute werden wieder denken, die sind wieder zu spät. Haben die ihr Leben im Griff? Wie ist es mit den Kleinen?
blöd gesagt, eine Frau denkt ja mehr. Eine Ja, Frau, ja, ihr eben. Hirnsystem. Eben, darum sage ich. Genau. Aber so viel denken die gar nicht. Nein, die sagen, der ist spät gekommen, okay, scheiß drauf, nächstes Mal kommt er wahrscheinlich pünktlich fertig. Und du zerbrichst dir den ganzen Tag den Kopf, fuck, wir sind zu spät gekommen, Mann. Was hat der echt für ein Bild von uns? Aber die Leute denken nicht so viel über dich nach, wie du in Wie deiner du Fantasie vorstellst, dass sie über dich nachdenken. Ja. Jeder hat sein eigenes Shit to go, Bro. Ja, ja. Das weißt du auch. Du regst dich über etwas auf, nach 5 Minuten kommt ein Problem. Keine Ahnung, deine Lia hat einen Zahn verloren. Du denkst nachher Ja. über das nach und nicht mehr über das Telefonat von früher. Über Darum. ob die Lieferung von dort Ja, genau. verspätet oder ausgeklärt ist. Juckt, Bro. Juckt. Und wir Leute sind immer so, fuck, was denken die anderen, was habe ich für ein Bild? Das ist das. Bro, dass Menschen denken, was andere. Weißt du, so, ich verstehe eben, das ist von dem Urding, so, Ja. du willst dazugehören. Das ist ein Instinkt. Weil früher hast, wenn du ausgeschlossen wirst, ist das lebensbedrohlich gewesen. Das war tot, Bro. Und darum, ich verstehe so den Instinkt, der dir immer sagt, so, das Zugehören und ich will dabei sein, aber vielleicht nicht gross auffallen Ja, oder genau. ich will nicht viel reden oder ich will Ja. einfach nur, dass alle von mir denken, dass ich... Alles Bullshit, Bro. Ein leiser Teilnehmer. So. Alles Bullshit, Bro. Ich schwör. Das Einzige, was Menschen sollten von anderen Menschen mitnehmen, ist Inspiration. Bravo. Alles andere ist Müll. Was sie von dir denken oder was sie... Wie auch immer. Das spielt keine Rolle, Bro. Das Einzige, was du machen musst von anderen Menschen oder was du von ihnen mitnehmen sollst, ist Ja, lass dich inspirieren von ihnen. voll. Gut hast du gesagt. Eben von so einer Vera. Ja, genau. Schau, sie ist da auf der Welt, sie hat etwas gelernt, sie gibt es weiter, lass dich inspirieren von ihr. Voll. Du musst nicht eifersüchtig sein auf sie. Ja, ey, was Weil sie bringt's? vielleicht mehr Wissen hat als du. Ja, voll. Oder weil sie das besser gemacht hat. Genau. Oder sie war in Dubai vor dir. Ja, genau, genau. Fuck that, Bro. Ich schwör, ich schwör. Land- Das ist auch so etwas. Bro. Ja, aber das kommt ja mit dem. Ja, genau. Das kommt ja genau wegen dem, dass du dich vergleichst. Bro, es ist irgendwie ein bisschen, wie du sagst, ein Teil von unserer Entwicklung, dass wir das machen. Aber auch heutzutage sehr viel Gift eigentlich, das du dir antust, wenn du dich immer wieder vergleichst. Weil das Leben, das du lebst, sollte ja für dich in Ordnung sein. Wenn der andere in Dubai war, ist 3-mal. Juckt, Bro. Also, verstehst du, ist er jetzt ein besserer Mensch? Ja, Hat er jetzt für seine Tochter mehr da, weil er in Dubai war mit ihr? Nein, aber wir sind schon verbissen auf das Vergleichen. Und Social Media, sorry schnell, hat einen riesen Teil dazu beigetragen. ja. Wie ich sage, zum Beispiel, ich habe früher viel mehr Post, jetzt weniger. Weil jemand gesagt hat, Social Media, du postest eigentlich nicht zum Teilen. Du postest, damit du die Gedanken von den anderen kontrollieren kannst, was sie über dich denken. Wenn ich jetzt ein Video bravo. poste, wie ich Shit. im Sport bin, denken alle, Hakan. Er ist am Trainieren. Der Breite, der Fitte. Er ist am Trainieren. Er ist am Trainieren, ich nicht. Aber ich poste nur das. Aber wo ich mir vorher 3 Packungen Chips hineingedruckt habe, das poste ich nicht. Wieso? Du postest zum kontrollieren, was andere über dich denken, nicht zum Teilen. Bravo, Bro. Das habe ich noch nie so gesehen. Und Aber seitdem poste ich weniger. es ist genau das. Es ist genau das. Es ist alles eine Show, Bro. Alles ist schon, Bro. Alles Unterhaltung. Und wir sollten viel bewusster an die Unterhaltung herangehen. Genau. Wir sollten wirklich sagen, hey, ich gehe jetzt ins Kino und ich schaue mir einen Film. Ja, Dort genau. bist du dir ja auch bewusst, dass das Unterhaltung ist. Fix? Wenn du sagst, ich gehe einen Horrorfilm schauen, du hast weniger Angst. Ja, Du weißt, du Was bereitest dich ja vor für die Genau. Unterhaltung. genau. Aber wenn du an dein Handy gehst, du gehst unvorbereitet. Du denkst, Boah, das hast du schön gesagt. du gehst unvorbereitet. Ja. Keine Ahnung, was kommt, was dich gerade treffen wird. Ja, Jemand postet es Bild ist mit eine seinem Vater. Mystery Box, Ich schwöre, Bro. du denkst dir, fuck, ich habe mich lang bei meinem Vater nicht gemeldet. Shit, Nächste nächste Story, Katar ist tot. Fuck, Nächste- Katar, ich habe Lieder Fuck. gelost von ihm. Nachher gehst du in Spotify, alles unbewusst. Ja, Du gehst nicht mehr bewusst an die Informationen an. So, hey, das ist Unterhaltung, Bro. ja Und genau. Dort Leute innen haben's vergessen. dort innen ist nur das, wie es sollte sein. Genau, Weißt? genau. Es ist- Alles schön geschminkt und vorbereitet, dass du genauso siehst, wie es ist. Ja, Bro. Wie auch die Stories, Bro, wie auch die Stories. Das ist Das ist auch krass. Showtime, Bro. Nachher Genau. geht's an und Genau. geht der Vorhang auf. Und dort findest du, es ist ein Theater, Bro.
Schau, die Folgen, die ich gemacht habe, wo ich vorher auf dem Balkon gesagt habe, mit so Selbstreflexion und so. Ich habe ChatGPT gefragt. Ich habe ChatGPT gefragt, ich so, hey, schau, die Folgen bekommen mega viel Anklang, also an Kommentaren, aber Views sind nicht so viel. Wieso? Und dann hat er mir etwas gesagt, Bro, wo mich geflasht hat. Er hat gesagt, auf Social Media, Schmerz ist nur gut oder kommt gut an, wenn es schön verpackt ist. Wenn es roher Schmerz ist, keiner will das sehen. Wie du auch mir vorher gesagt hast, Bro, ich verstehe, dass die Folge nicht ankommt, weil die Leute wollen unterhalten werden. Die wollen hören, ha, hu, ja, das sehe ich so, das sehe ich auch wie du. Sie wollen nicht konfrontiert werden mit dem Menschen, wo sie sind oder mit den Problemen, die sie haben. Die gehen nicht auf Instagram, weil sie Selbstoffenbarung suchen. Sie gehen auf Instagram, um abgelenkt zu werden. Ja, So. ja, normal. So. Normal, wir wollen alle abgelenkt werden. Und ihr seht, wir sind wieder wir sind in ein Hakan-Loco-Gespräch hineingegangen. Wir haben sieht's aus bei uns, Jungs, Mädels. wir wollen wirklich über andere Sachen reden, aber ich finde, genau so Sachen, ey, ich liebe ihn kennen, Bro. Bro, ich auch. Es stimmt so fest. Geil, es Weil passt. ich laufe nachher raus und ich weiß so, oh, ich habe wirklich etwas mitgenommen. Ich schwöre, Und ich habe kann etwas gelernt. bewusster an die Sachen an. Ja. Weißt? Ja. Aber wir sind da für Dings, Bruder. Ich Ja, schaue jetzt noch, was ich kann. Ja, unbedingt. Ich schaue jetzt noch, was ich kann. Was du im Petto hast. So sind aber Gespräche aus, Ja. wenn Loco und Hakan Reingehen, komplett. 7 Stunden. Am 4 Uhr am Morgen verwachen wir. Bruder, wir haben doch am 10 Uhr angefangen. Was ist denn in 6 Stunden passiert? Aber das braucht so Freundschaften, wo ihr auch etwas mitnehmen könnt, wenn ihr heimgeht. Also, Bro, was hast du? Das ist krass. Kannst du wirklich lieben, wenn du ständig ans Überleben denkst? Also, kannst du wirklich lieben, wenn du deinen Tag gestaltest mit eben arbeiten gehen, deine Träume verfolgen und hat es dort Platz für genug Liebe, dass sie wie voll ist? Bro, ich sag jetzt aus dem Buch raus, es kommt darauf an, was du dir für eine Beziehung aufgebaut hast mit dieser Person, wo du Liebe zeigst. Blöd gesagt, wenn meine Frau meine Struggles kennt, mein Way to go ein bisschen wie versteht, dann glaube ich, kann sie die Liebe, wo ich zwischen Tür und Angel dort gebe, während ich überlebe, verstehen. Aber wenn du sagst, so mit Liebe an Dates gehen, keine Ahnung, weißt du, ins Spa gehen, obwohl Konto ist auf minus 100, Miete kommt noch rein, fuck, was soll ich machen? Ich glaube, es kommt sehr auf Kommunikation drauf an. Und das haben wir vorher beredet, Frau und Mann sind anders im Kommunizieren. Und ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was du für einen Weg geebnet hast mit deiner Frau, bis dato, bis die Struggles kommen, dass sie das wie versteht. Aber, hure schwierig. Hure schwierig. Ja, darum, ich finde es gut, weil was gehst du auf? Ja, genau. Weil, weißt du, Bärli und eben, wie man es sieht in dieser Welt, eben, Ferien in Dubai, zurückkommen, Netflix schauen, Spa gehen, Ja, genau. sie gehen Nägel machen, ich kann Haare schneiden. Bro, so läuft das nicht, Bro. Nein, es läuft nicht so. Was gibst du? Irgendwo musst du etwas aufgeben. Fix. Weißt du? 1000%. Und ist es ein Teil von der Liebe? Also ist es ein Teil von das Akzeptieren, dass es nicht 100% reine Loyalität oder Priorität ist? Bro, ich glaube ja. Ich glaube, dein Partner. Also ich glaube, Liebe ist, wenn du den Partner mit all diesen Ecken und Kanten und Fehlern kannst lieben und die Liebe dir wieder rausziehen kannst, aus dem, wie er ist, anstatt dass wie auf Instagram das eben. Blöd gesagt, schau, ich sage das Beispiel. Meine Frau hat letztes Mal, sie ist jetzt in Zanzibar mit ihren Eltern und sagt mir, Schatz, ich sehe die ganze Zeit Perli da. Wir haben noch nie eine Sommerferien gemacht.
Noch nie. Ich liebe den noch nie, Noch den nie? noch nie Satz. Ich Und liebe ich sage es. ihr, wir sind selber in Zanzibar gewesen. Ja, aber nur 4 Tage. Und dann denke ich mir so, ja, aber wir haben Verlobung gehabt, wir haben andere Struggles Ja. gehabt, dies, das. Und dann versuche ich sie wie so zu zeigen, weißt du, du fühlst dich auch angegriffen. Ja. Du denkst dir so, So shit, ich habe nicht genug. ja, ich habe als nicht, ich habe nicht genug würde ich gemacht. aus ihnen abmachen. Als würde ich sagen, weißt du was, scheiß auf meine Frau, ich kann nicht mit ihr in die Ferien, ich gehe mit meinen Kollegen. So ist es ja nicht. Ich kann mit dir nur 4 Tage. Ja, genau. Genau, extra. Und sonst gar nicht mit anderen Frauen in den Ausgang. So Ja. ist es ja nicht, Bro. So ist es Ja. ja nicht. Aber ich sag eben so, Social Media macht uns das hure madig. Weil Liebe ist nicht so, wie wir vorher gesagt haben, wie es auf dieser Plattform präsentiert wird. Leute posten Bild, Bro, in Dubai, Es deine Frau ist, sagt es ist nicht mal Plattform. Es ist. Ja, Plattform, es ist einfach. Das sind Menschen, die das eben. Sie wollen steuern, Ja. zum zu sagen, bei mir sieht Liebe so aus. ja, genau. Also, wenn du mich geliebt hättest, Hättest du so gemacht. wäre es so. Ja, genau. Und genau. das ist der Fehler. Das ist der Weißt, Fehler, Bro. die Plattform an sich ist einfach ein Vermittler von Es dem ist Ganzen. Es ist einfach so ein Schauplatz, wo man alles schön Ja, präsentiert. es ist so der, wie im Dorf hat es den Platz, Ja, genau. wo alle das eben Genau, gesehen der und gesehen werden. Schauplatz, Der wo alles Schauplatz, passiert. wo Leute erhängt werden und Genau, Leute gesteinigt werden genau, und aber Leute zum Leute König gemacht werden. befördert werden. Aber Leute wissen nicht, die 13, 14 Jahre Beziehung, die du mit deiner Frau hast, was du alles dort geopfert hast. Verstehst du? Sie sehen nur das Bild, Dubai. Lokum ist noch nie in Dubai gewesen. Hakan Ja. ist noch nie in Dubai gewesen. Bruder, wir haben andere Sachen gemacht dafür. Wir haben Struggles gehabt, wir haben dies gemacht, wir haben das gemacht. Und darum zu deiner Frage, kann man lieben, wenn man Dings. Ich sag, Bro, wenn es wahre Liebe ist, ja. Und wenn dein Partner das nicht endgültig sieht. Wenn dein Partner sagt, okay, look, jetzt kann er gerade weniger, weil er hat Struggles, er muss Geld verdienen, oder er muss dies, er muss das. Ich bekomme jetzt ein bisschen weniger Liebe, aber das leitet sich dann wieder. Viele Beziehungen würden dann kaputt gehen, würden sagen, weißt du, Kollege, früher Ja. hat er mir Blumen gebracht, jetzt bringt er mir nicht mehr. Aber sie sieht nicht, ich habe 200 Franken minus auf dem Konto, Mann. Wieso hat er jetzt Blumen Kann man nicht die kaufen? 40 Stutz leisten für einen Blumenstrauß. Ja, eben, ich kann es mir gar nicht leisten, Mann, aber ich liebe dich trotzdem. Ja. Also, Ich liebe dich, ich hätte 50 gekauft. Bro, Konsumgesellschaft, all das zum Beispiel jetzt, ich sage dir nur ein blödes Beispiel. Bevor das Kind auf die Welt kommt, Gender Reveal, Baby Shower. Bro, die Leute checken nicht, das ist Geldmacherei. Das ist nur Ja, Geldmacherei. Ja, wir haben nicht Baby Shower gemacht. Bruder, es ist nur Geldmacherei. Ich kaufe Ballon, ich kaufe dies, ich kaufe das. Die verdienen schön Geld. Und was weiß ich jetzt? Okay, mein Kind hat 2 Partys gehabt, dass es mir wissen, welches Geschlecht es ist. Kollege, der Arzt sagt mir ja, es ist eine Frau, es ist ein Mann, Mann. Für was brauche ich eine Party? So, checkst du, man darf sich nicht zu viel an das Social Media. Ja. Das ist nicht normal. Die Leute denken immer, das ist Normalität. Das ist der Nein. Zeitgeist. Aber normal ist das nicht, Bro. Ja, vielleicht für ein paar ist es normal. Aber ich kenne die Leute nicht. Ich kenne die gar nicht, Ich Bruder. kenne die kenn nicht. keinen, Bro. Also ich kenne viele Leute, aber ich kenne nicht Leute, wo das jetzt normal ist. Nein, Bro, ich kenne das auch nicht. Ich Aber- kenne auch so Leute nicht. Zu dem Dings, wo du geantwortet hast, ich finde zum Beispiel, man kann, ich meine, für alles braucht es 2. Fix. Beziehungen, Liebe, alles das braucht es ja 2. Und wir beide haben 100% von dieser Liebe. Mhm. Wenn wir beide 50 aufgeben, haben wir trotzdem noch 100 zusammen. Nicht? Wow. Seht ihr, wieso wir so connected? Das ist ja Fünf- genau, wenn ich so spricht. Ja, 50. Ja, du musst und eben. 50, Du, 50 du musst verstehen, ich muss verstehen, dass meine Frau muss ihr Zeug erledigen. Ja, genau. Sie muss verstehen, dass ich muss mein Zeug erledigen. Genau. Das ist Und Liebe, ich, Bro. und ich hinterfrage es nicht. Ich hinterfrage nicht, was sie. Oder ich muss jetzt, nein, ich muss alles Geld auftreiben. Nein, sie will auch, sie braucht es auch. Sie will auch sich socialisen mit Ja, der voll. Welt, bei ihrem Job oder was auch immer. Wie ich auch. Fix. Es Sie ist will so- nicht nur Mutter, sie will Ja, auch die Frau, sie, wo sie ist. Mutter ist schon ein Fulltime-Job Fulltime-Job, eigentlich, Bro, weißt ja. Und wenn ich das kann abnehmen, dass sie kann in eine andere Welt schnell hineingehen und ihr Zeug machen, Bro, dann opfere ich 50% von meiner Liebe für das und sie auch. Aber wenn wir
zusammenbleiben, ergibt das wieder 100, Bro. Genau. Und so kommen wir wieder auf das schöne Gleichgewicht, Genau, weißt? genau. Und ja, von mir persönlich ist Liebe gestorben, weil ich musste, Bro, es ist auch schlimm. Ich gehe raus und ich weiß, ihr geht es nicht gut. Und ich gehe ins Studio und ich mache Sound und dann komme ich nicht weiter. Dann schießt es mich an. Fix. Und nachher, wo gehe ich raus essen? Plötzlich fange ich eins an zu trinken. Gehe ich runter, stelle ich vielleicht eine Playstation ein. Ja. Und plötzlich bin ich am Gamen gewesen, obwohl es meiner Frau nicht gut ging. Ja, ja. Aber Bro, das ist wieder, weil Mann und Frau anders sind, Bro. Ja. Weißt du, zum Beispiel, ich habe viele Kollegen, die sagen, dir geht es nicht gut, anstatt mit Kollegen zu reden über deine Probleme, gehst du dich ablenken. Der Mann ist so baut, Ja. Alter. Der Mann ist so baut. Ich will, wenn es mir schlecht geht und ich dich sehe, will ich nicht reden, Loco, weißt du, Brüder, ich habe Probleme. Ich will einfach Ablenkung. Weil ich beschäftige mich, nur weil ich nicht darüber rede, heisst es nicht, dass das nie darüber nachgedacht worden ist. Und das ist ab und zu bei den Frauen. Frauen sind eher so, sie reden über das, was sie denken, was auch schön ist, was ich auch bewundere. Ich kann das aber nicht. Und du kannst das auch nicht von mir erwarten. Verstehst du? Ich beschäftige mich vielleicht 80% vom Tag, 20% game ich und du sagst, schau ihn an. Schau ihn an, er geht. Ihm ist das gar nicht so wichtig. Doch, Bro, es ist mir wichtig. Es ist mir wichtig. Ich habe einfach einen anderen Umgang. Und zu seiner Frage, das mit 50-50, Bro, Liebe, ab und zu ist es 70-30. Ab und zu ist es 90-10. Ja. Ab Das und zu ist das es ist sehr 50-50. gut. Ja. So. Und wenn du die richtige Partnerin hast, wenn du den richtigen Partner hast, die Person wird das verstehen. Darauf eingehen. Genau, und die auf Person- dass es jetzt mal Genau. 70-30 ist Genau. und dass es vielleicht auch ein Jahr so weitergehen Genau. wird. Ja. Genau, weil sie weiß, ey, ich investiere in etwas, was in ein paar Jahren, wenn es mir schlecht geht, gibt der Loco 80% und ich gebe 20%. Und es ist auch gut. Ich glaube, Bro, wirklich, ich sage immer wieder, das scheiß Social Media, ich glaube, die Leute haben mega schnell das Gefühl, dass sie ersetzbar sind. Und das macht ihnen Angst. Ja. Es macht ihnen Angst. Auch zum Beispiel ein Streit, psychologisch gesehen, eine Frau sieht einen Streit als Gefahr. Wir sehen das als Problembewältigung. Wenn wir diskutieren, ich diskutiere mit dir, Ja, dann sagt meine machen Frau, wir was. oh mein Gott, ich habe mega Angst. Nicht, dass wir uns jetzt trennen. Nein, Bruder, wir trennen uns, also Bruder sage ich ihr nicht, Ja. aber wir trennen Ja, uns nicht. Wir reden einfach drüber, Mann. Wir reden zum Vorwärts kommen, Genau. sonst bleiben wir da Männer stehen. sind weißt du. lösungsorientiert, Frauen kommuniziert und connecten. Wenn irgendjemand anderes sagt, komm in den Podcast, red mit mir. Komm in den Podcast, red mit mir. Bruder, es ist einfach, es ist psychologisch bewiesen. Ja. Es ist psychologisch bewiesen und da kann man keinem etwas anderes erzählen. Es braucht Frauen auf dieser Welt, es braucht Männer auf dieser Welt, aber wir sind nicht gleich. Wir sollten gleichgestellt sein, gleicher Lohn, gleiche dies, gleiche das, aber wir funktionieren nicht gleich. Testosteron macht etwas anderes im Körper als Östrogen. Da kann man keinem etwas erzählen, Bro. Da kann man keinem Ja. etwas erzählen. Es ist einfach Tatsache. Und es ist nicht zum sagen, das ist gut, das ist schlecht. Es ist einfach anders. Nein, es ist eben, weißt, wir sind gleich. Weißt, wir sind Menschen schlussendlich. Ja, Ja, fix. wir haben verschiedene Geschlechter. Wir haben verschiedene eben Arten, wie wir durchs Leben kommen. Zum Beispiel sage ich auch immer, Männer sind viel dümmer als Frauen. Fix. Viel 100%. Also wir, weißt, zum Teil, also auch wenn ich sehe, wie Kollegen, die in einer Beziehung sind oder so, ich denke mir, shit, typisch Mann. Ich schwöre. Neandertaler. Richtiger Richtig Afbruder, Mann. dumm. Richtiger Afbruder. Richtig dumm und die andere voll gescheit, weißt du. Ja, voll. Weil ihre Stärke ist da. Wir haben Kraft. Wir haben Kraft. Das ist das. Bro, schau, ich sag dir. Aber das erkläre ich an meiner Tochter, wenn sie in die Schule geht. Und sie sagt, ja, der Bub hat mich geschlagen. Ich sage ihr, los, du bist da gescheit. Ja, Du musst nicht denken, du bist stark. ja. So, physisch. Physisch sind wir stärker, es ist Du, bist, keine Lüge. du wirst nicht stärker sein als die Buben. Ich sage aber, überleg mal gescheit, was du machen kannst. Ja. Weil du bist viel gescheiter als die Buben. Ja. Weil die sind nur... Ja, weißt? Neandertaler. Und das hört ja nicht auf bis... Wir werden Fast immer so 50 sein. Paar Leute. Wir werden immer so sein. Bro, wir werden weißt? immer Heiwans bleiben. Wir werden immer so sein. Und das ist das, was viele nicht verstehen, viele Frauen.
dass sie ein bisschen, also viele wissen es aber auch, weißt, und nutzen das gekonnt aus, Mhm. Männer gegeneinander, sich Ja, aufschaut. ist schon auch krass, so, wie viele das machen. Krank. So, ich finde gesund, so hey, ja, voll, sie sind physisch stärker, wir sind im Kopf, Psychisch dümmer als sie. wir sind im Kopf ein bisschen Als Mann. weiterentwickelt als Männer. Und, Mhm. hey, es ist gerecht so. Gott Bro, hat das so gemacht, es ist genau sicher, gerecht. Bro. Es hat Vor- und Nachteile, weißt du? All die Frauen, die sich in die Opferrolle tun, oh, ich bin halt schwächer und so, du hast andere Vorteile. Wenn du dich nur auf das Negative konzentrierst, Ja. dann wirst du immer unglücklich sein. Ja, Bro, ja. schau, das ist auch von der Vera Birkenbill, ich habe es vorher nachlesen. Das limbische System im Kopf, das habe ist, ich auch schon gehört. das ist für die Gefühlsverarbeitung. Das ist viel stärker und mehr vernetzt mit der Kommunikation bei Frauen als bei Männern. Ist das Zufall? Nein. Wieso Nein. reden Frauen so viel, um ihre Gefühle zu verarbeiten? Weil das mehr vernetzt ist. Und das ist nicht zum sagen, ihr Frauen sind scheiße, wir Männer sind gut. Nein, gar nicht. Wie du gesagt hast, es gibt Vor- und Nachteile. Schaff mit diesen Vorteil. Plötzlich Ja. hat ein blödes Beispiel im Jiu-Jitsu. Leute, die leichter sind, haben vielleicht nicht so viel Kraft, aber sind viel beweglicher, agiler. Mhm. Willst du jetzt brüllen, weil du keine Kraft hast, oder willst du deine Agilität zum Vorteil machen? Es Ja. liegt in deiner Hand. Die Opferrolle rein, das muss einfach aufhören, Bro. Das ist so Ja. etwas, was bringt es dir? Was bringt es dir? Ja, Ob Mann, Frau, Dominikaner, Türk, Kurd, Türk, keine Ahnung was. Schweizer, Das ist so, Libanes, ist doch egal. das ist Nimm so den wie, Vorteil, Bro. ja, das ist so, fokussier dich lieber auf deine Stärken, als auf das, was du nicht so gut kannst. Als brüllen, 24/7. Ich bin halt eine Frau, ich habe nicht so viel Kraft. Aber du das bist ist, gescheiter als das ich. ist, aber das ist etwas wirklich fürs ganze Leben, egal was. Mhm. Fokussier dich auf das, was du gut kannst Fix. und nicht auf das, was du noch nicht so gut Ja, kannst. genau. Und Was investier deine Zeit in, ich bin gut im Sport, ich bin gut im Fußball, aber im Basketball nicht so. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt Basketball trainieren. Ja. Nein, Bro, du verkackst voll. Geh doch, mach das, was du Stärken hast. Ja. Und so hat uns auch Dings gesagt bei den Mitarbeitern Mhm. in einer Firma. Schau, wo ihre Stärken sind und setz sie ein, Genau. wo sie stark sind. Zieh sie drauf auf. Anstatt ihnen zu sagen, was sie nicht gut Ja. gemacht haben. Und sie müssen jetzt lernen, das, was sie nicht gut gemacht haben. Geht und das weg. Ja, voll. Voll. Find Leute, die dort stark sind, weißt du? Und es geht genau in das hinein. Bro, ein Bub sagt, ich bin gut im Fußball. Schau, ich kenne deine Tochter. Lia sagt, also komm go tanzen. Komm go tanzen. Sie ist im Tanzen brutal. Ja. Verstehst du? Ja. Nimm die Vorteil und machst du deine Stärke. Du bist im Fußball besser. Soll ich jetzt mein ganzes Leben lang brüllen, weil du stärker im Körper bist, anstatt meine Grazilität, meine Agilität Ja. auszunutzen und sagen, also komm im Tanzen, du Hurensohn. Komm Ja. tanzen. Mal Ja. schauen, wer dort besser ist. So. Komm auf meinen Playground, wenn du willst. Genau. Wieso muss ich auf deinem Playground sein und wieso muss ich dort brüllen? Und vor allem, wieso sollst du denken, dass ich muss auf deinem Playground stattfinden? Genau, wer bist du? Wer bist du? Wieso muss ich dort mitspielen mit dir? Ja, voll. Weil das Voll. jetzt gerade cool ist. Genau. Oder Genau. ich Du sagst mir, Bruder, ich mache bessere Musik als du. Ja, schon klar. Schon klar, Bruder. Soll ich Ja. jetzt brüllen, weil du Ja. ein begnadeter Künstler bist als ich? Ja, So, easy, dafür komme ich mehr draus in Psychologie. Ja. Also komm auf meinen Playground. ja, voll. So, es gibt 1 Million Playground. Was ich hasse, Bro, auf den Tod, ist Leute, die in Opferrolle hineingehen. Weißt du, ja, Bro, raff dich zusammen, schau, wo dein Vorteil ist und mach's zu dem Universal Selling Point, zu dem USP. Mach's zu dem. Alles andere macht null Sinn, Bro. Bushido hat etwas gesagt, Bushido hat meine Kindheit geprägt. Er sagt, Neid musst du dir erarbeiten, Mitleid bekommst du geschenkt. Mach etwas, wo Leute dich beneiden. Etwas, was du schaffen musst. Mitleid, Bro. Alle kommen, ja, weißt, Loco, ich weiß, Bro, der ist halt dort besser. Was bringt's dir, Bro? Was bringt's dir? Ein Streichler, was bringt's dir? Ja, nicht. Nimm die Opportunity und mach das Beste daraus. Man.
Ja, eben das mit neidisch sein und so. Ich kann das Das nicht hast du reden. gesehen, gell, Bro? Das ist bei So dir wie so, tot, boah, gell? Bro, Ekelhaft, also gell? für mich ist so Menschen, wo das haben, sie Grusig. sind der Grund, warum die Welt so ist, wie sie Ja, ist im voll. Moment. Ich schwör. Weißt? So, Gut hast es du ist gesagt. eine wüste Eigenschaft, Ja, die sich voll. die Menschen angeeignet haben. Und wegen dem fühlen sich Frauen nicht mehr schön, Männer nicht mehr stark Ja. genug. Alles so Ja, dummes Zeug, ja. Bro. Jeder Mensch ist. Sie verlieren an ihrem eigenen Wert, Ja, Bro. voll. Nur weil Leute denken, neidisch Ja, genau. und Ich gönn dem Eifersucht nicht. und ich gönne ihm nicht. Ja. Und weil er etwas gut macht, muss ich 3-mal schlechter reden, als Ja. es ist. Und wenn mal jemand einen Fehler gemacht hat, dann ha. Ja, genau. Dabei gehört es zum Prozess, Es weißt ist, es ist Und- eben ein Weg, den du gehen und musst. das, es versucht uns. Bro. Ja. Es versucht unsere Gesellschaft, es versucht unsere Beziehungen, Mhm. das alles. Eben, es gibt mehr Trennungen, es gibt mehr, weißt Fix, Bro. Mehr Negativität, Bro. Überall. es wirkt sich aus aufs Ganze, Bro. Es ist 100%. es ist wie ein Virus, Bro. Bro, es ist eine Pest, die uns übereinander wo, hat. wo du wirklich, wenn einer so anfängt mit einer Eifersucht, es ist schon eine Tonart, Bro. Mhm. Ja, Nur schon ein Tonart oder ein Blick, eigentlich dann müssen wir Gesundheit sagen. ja. Echt? Dass mich das nicht nimmt. Eigentlich dann, wenn wir sagen Gesundheit. Bitte übernimmt mich das nicht. Bro, die Tonart, ich sage immer, zum Beispiel, ich diskutiere mit einer Frau, ich sage ihr immer, oder sie sagt auch mir, Problem ist nicht, was du sagst, es ist wie du sagst. Ja, der Ton macht's wahr. Ton Bro. macht Musik, Bro. Wenn ich dir sage, ey Bro, was hast du eigentlich so die letzten Tage gemacht? Oder wenn ich dir sage, was hast du die letzten Tage gemacht? Ja, Es sind die gleichen Worte, aber es lässt etwas anderes aus. Der Erste sagt so, ey, der ist interessiert an meinem Leben. Er will wissen, was ich mache. Ja. Aber wenn er sagt, was hast du so gemacht? Denkt er so, Kollege, ist das ein Vorwurf? Was habe ich falsch gemacht? Der Ton macht die Musik. Nicht was man sagt, wie man es sagt, ist das Problem. aber es hat so ein. Und der Ton, wenn jemand. Das haben eben Frauen auch oft. Eine gewisse Tonart und Blick. Ja. Und nicht mal gegenüber anderen Ja, Frauen ja, auch. ja, ja, nicht Und gegenüber. das ist ganz schlimm. Wo ich selber denke, wow, Ja. wie kannst du das? Wie kannst du das an? Wie bist du heute Morgen aufgestanden? Was hat dich gefickt, dass du so bist? Was zum Teufel hat dich gefickt? Heute Morgen, dass du rausgehst und an Menschen so etwas Ja. mitgibst. Ich schwöre. Der Tod, Bro. Lieber hättest du dich eingeschlossen in deinem Zimmer Ja. und hättest deine Haare nicht gestrahlt und nichts gemacht heute einfach. Anstatt so eine Und Attitude an den Tag bringen. Anstatt so rauszukommen und an Leute so etwas weitergeben. Und es ist eine Kettenreaktion. Fix, Bro. Ich laufe durch den Tag mal wie ein Spast. Mhm. Denk mal am Morgen, Bro, weil ich bin so dankbar, Bro, kann ich das machen, was ich mache. Ich weiß, oh, ich kann gar nicht spät kommen, weil ich bin mein eigener Chef. Check, ich bin so Fix. dankbar für so viele Sachen. Und ich sage auch den Leuten, Grüezi. Auch wenn sie mir nicht Grüezi sagen, egal, Bro. Richtig cringe. Egal, Bro. Du bist im Einklang mit dir. Ich denke mir, egal. Ich sehe Leute am Rennen. Gehen Sie vor mir, schon gut, ich habe keinen Stress. Weißt du, Fix. mach alles. Und ich probiere diesen Menschen so einen angenehmen Tag und versuche ihnen sogar ein Lächeln mitzugeben in Ja, den das ist Stress, schön. den sie haben. Oh, das ist schön. Weil ich kann es ja nicht. Ja. Also doch, ich muss auch arbeiten. aber ja, Aber ich muss nicht am 8. Dezember sein wie der andere. du musst niemandem etwas beweisen, Genau. nur dir selber. Genau. Du beweisest dir, die anderen mit am Chef beweisen. Genau. Das ist der Unterschied. Und darum gehe ich raus am Morgen und probiere einfach, auch wenn es voll... Ich reg mich vielleicht ein paar Mal fast schon auf. So. Grüezi, und der schaut mich an. Regt sich nicht auf. Ich sag dir ehrlich, regt sich nicht auf. Weißt du, was für mich Hass Nein, ist, Bro? ich bin so... In dem Moment bin ich so dankbar. Okay.
Das hat wo ja ich, abprallt. wo ich mir denke, normal kannst du mir nicht Heu sagen. Bro, Ich habe Mitleid mit dir und Ja, ich ja. wünsche dir trotzdem noch on top, dass du mir nicht Heu gesagt hast, ich wünsche dir einen schönen Tag und on top noch 1000 Stutz, dass du verdienst heute. Bro, Dass vielleicht lachst du am Ende vom Tag und morgen stehst du auf und machst... nächstes Mal sagst du mir auch Hallo. Nächstes Mal sagst du mir auch Heu. Bro, Weißt du? was hasse ich? Kennst du, bist im Auto, du fährst, jemand kommt so knapp an den Zebrastreifen. Du haltest an und er sagt nicht Danke. Bro, ich hasse das. Ja, Oder, ich, oder jemand ist am Anstehen und er darf gar nicht rein. Er darf nicht rein. Er hat alle überholt beim Stau. Und ich lade ihn rein. Und er sagt nicht Danke. Bro, ich könnte durchdrehen. Bro, es Ich ist, könnte durchdrehen, Bro. es ist ein Phänomen. Darum, ich fahre mit meinem Elektroscooter rum, Bro. Mhm. Und früher bin ich oft mit dem Velo oder zu Fuß. Aber ich fahre so wenig wie möglich Auto Mhm. und praktisch wie nie ÖV. Bro. Ich fahre auch nie. Weil Ich hasse es. dort ich komme in einen Mut rein, Ja. wo ich kann nicht mehr, Bro. Ich kann nicht mehr. Mhm. Kompletter Crash-Out, Bro. Komplett. Wenn ein Velofahrer mir nur irgendwie irgendetwas macht, ich drehe komplett durch, Bro. Oh, Bro, ich bin Leute schon nachgefahren, Bro. Richtig. Ich hätte mich eigentlich irgendwo anders stehen. Ich hätte müssen Dings in die Stadt. Ich bin in Seefeld, habe ich mich selber gefunden wieder. Bei einer Ampel. Ich habe mich selber gefunden. Ich habe mich gefunden in Seefeld an einer roten Ampel, weil ich am Velofahren am Nachfahren war, bis er anhaltet. Ich fahre ihm nach, bis er Was anhaltet. hast du gesagt? Nichts, ich habe mich dort, er ist natürlich gefahren über Rot, Bro. Ich habe mich anhalten bei Rot. Mit Blitzkasten, alles. Und nachher denke ich mir, shit, ich darf einfach nicht Auto fahren, Bro. Ja. Ich darf nicht ÖV. Bro, in der ÖV habe ich schlimmste Racist-Moment, alles, Bro. Ah, Weißt du, so richtig. Seitdem mache ich auch Schnee, Regen, Tsunami soll kommen in der Schweiz, Bro. Erzähl mal einen Moment. Bruder, es war richtig am Pissen gewesen und ich bin vom Bürgliplatz Richtung Wiedeke am Fahren gewesen mit dem Tram, Bro. Und richtig am so ein Platzregen, Bro, richtig sturmmäßig. Ich im Tram, Bro, am Stehen. Alles so Feierabend, weißt du? Ich sehe von ganz weitem sehe ich alte Frau, Bro, ohne Schirm, dies, das, weißt du, beim Paradeplatz. Und ich habe irgendwie gecheckt, sie will auf das Tram kommen. Und nachher, sie ist noch mega weit weg gewesen. Und ich habe einfach aus dem Fenster geschaut beim Stehen und ich so, shit, ich glaube, die will schon da rein, weißt du? Ich habe sie irgendwie probiert raus, weil es wirklich weit noch war. Dann ich so, komm, okay, Pop, ist angekommen, ich sehe sie noch weit weg. Ich drücke nochmal. Weißt du, der Moment ist aufgegangen. Nachher drücke ich nochmal. Nachher bin ich in die Tür reingestanden. Auf der Treppe. Ja, das Tür, weil ich habe gemerkt, sie rennen immer mehr zu dem Tram, aber Vollherzig eigentlich. sie hat nicht richtig können rennen, Bro, weißt du, wirklich alt. Fangen mich die Leute an anzuschauen, weißt du, bin ich lang einfach die Tür am blockieren und die haben nicht gecheckt für was, weil die haben sie ja nicht gesehen. Nachher ich so, die checken sicher nachher, weißt du, wegen was ich die Tür aufhebe und ich lang, Bro, die hat richtig lang gehabt. Ich merke schon, fuck, die wollen alle weiterfahren, alle Feierabend, Bro. Ja, jeder will heim, Bro, ist ja normal. Ich am Heben. Irgendwann kommt die Frau, Bro. Ich gehe wirklich raus, so. Kommen Sie, weißt du. Wegen mir hast du es geschafft, eigentlich. Ja. Oh, Bro. Sie an mir. Also, von einem Neger habe ich mir nicht die Tür aufheben lassen. Bruder. Was? Ich so. Bro, ich schaue sie an, Bro, und alle die Menschen haben sich schon aufgeregt, weil ich die Tür aufgehebt habe. Und sie hat so lange gebraucht, Bro. Und sie sagt mir so etwas. Und ich schaue die Menschen an. Ich schaue sie an, sie geht rein, weißt du, voller Regen.
Bro, ich habe mich so geschämt. Ich bin einfach Wow. aus dem Tram ausgestiegen und heimgelaufen, Bro. Und einfach nicht mehr Tram gefahren. Also, ich bin schon wieder Tram gefahren, ja, aber aber selten. ich vermeide das Wow. wirklich sehr, Bro. Sehr, sehr. Wow. Ich so, fuck. Ich habe mich so geschämt. Ich bin vom Paradeplatz Wow. bis Goldbrunnenplatz heimgelaufen, Bro. Ich bin einfach im Regen gelaufen. Ich so, wie? Ich so, sie hat mir mein Gesicht genommen, alles. Vor anderen, Bro, weißt du? das tut mir wirklich weh, Bro, man. Ich kann ihnen nicht mal etwas sagen, Bro, weil Für was? ich habe mit so Leuten wie nur. Ja, Bro. Von denen Leuten müssen wir diskutieren. Ich Nennen habe sie gar nicht gewusst, Brigitta. ich habe gar nicht Nennen gewusst, sie was sagen. Brigitta. Ey, Brigitta, doch kleine Nummer. Das ist das Niederste, was du machen kannst. Eine Person auf Geschlecht, Rasse oder sonst etwas abdrücken, wenn dir die Person versucht zu helfen. Ich schwöre dir, fick deine Mutter und deinen kleinen Vater, du kleine Nuttertochter. Nein, Bro, so Nein. etwas, Bro. Bro, Aber, nein, Bro, egal. aber Egal, weißt- ob es nicht so kennt oder so, das machst du nicht, Brüder. Bro. Weißt du, ich, Wow, Bruder, mit, Bro. weißt du, in diesem Thema und bei den Alten, eben, sie sind halt sehr, sehr verbittert, Bro. Ja, schon. Sehr verbittert. Ich weiß ein paar Mal gar nicht, wie mit ihnen umgehen, weißt du? Wow, Weil, Bro. Nein, weil das sie hat mich sind so, erschüttert. weil sie sind so, sie kommen, kannst du Deutsch und so, weißt du? Ich So, muss mit ihnen Hochdeutsch sprechen, oder? Deine Fresse, Kollege, ich bin da länger als du, Mann. ja, ich bin da aufgewachsen, ich habe auch Schweizer Wow, auch das dies, hätte ich das, aber nicht weißt gedacht, dass du mit dem also du bist jetzt nicht Bro, übertrieben dunkel. nein, ich bin nicht übertrieben Aber dunkel, wow, aber Bro, es ist wow. halt trotzdem, Hast du in dem Moment nicht gedacht, Mann? Fick deine Mutter und alles, was der heilig ist. Ich hätte Bro, das gedacht, Bro. Ich hätte das gedacht. nein, in dem Moment bin ich so schockiert gewesen. Schon, gell? Es hat mich so schockiert und ich habe mich so fest geschämt, Bro, Ja. dass ich einfach weg aus dieser Situation. Ja, einfach weg. so fuck, alle die Leute, sie haben sich schon aufgeregt wegen mir. Sie haben wahrscheinlich nicht alle, aber sicher eine, zwei hat gedacht, Schau, der Schwarze. was macht er in Ja, dieser ja. Tür? Ja, schau. Hebt er sicher an seinen Kollegen die Tür auf. Genau. Ein anderer Schwarzer, der noch reinkommt. Ja, So, denkt. wahrscheinlich. Wow, Also ja, eben, ich Missgeburt. weiß es nicht, aber, Aber der aber, Vibe sie, hat's hat, dir gegeben. aber Ja. sie hat noch den. Der oben drauf. So richtig den. Crazy oben drauf. Ich bin ja schon in der Tür gestanden. Ich bin so Wow. schockiert gewesen. Ich Bro, bin das einfach ist- rausgelaufen. Bro, das ist das Schlimmste, wenn du helfen willst und dir wird vor die Füße gespuckt. Das habe ich oft im Gefängnis gehabt. Du willst helfen und dir wird vor die Füße gespuckt. Das ist ekelhaft. Ja, Das Bro. ist wirklich Aber eben, ekelhaft. das ist verbittert, Bro. Das ist. Haben wir das nicht. Sind wir im gleichen Auto gewesen, wo wir auf Thun gefahren sind? Wir haben eben über das Was war Ton gewesen? wo wir auf die Berge gefahren sind. Also da mit dem Christo und so? Ja. Ja, wir sind im gleichen Auto. Ja, du bist gefahren, Bruder. Ich bin hinten gewesen. Wo Hinten wir, links. wo wir geredet haben über so ältere Schweizer, wo einfach sich immer an die Regeln gehalten haben. Ja. Doch. Sie haben sich immer an die Regeln gehalten und sind enttäuscht worden im späten Alter Ja. vom System. System, ja. Und das lassen sie jetzt einfach An uns raus. an uns raus Ja, und jeder. sagen, du darfst nicht laut sein, Ja. du darfst nicht das. Sind am Fenster am Hängen. Ja. Am Warten, bis ein Ton über dem Dezibel, wo es Ja. ganz laut ist. Und ich weiß nicht, Bro, irgendwie tut es mir leid, irgendwie denke ich mir, aber trotzdem kannst du das nicht bringen. Wow. Ich weiss, wie Nein, nicht- mich ich hat das weiss- voll getroffen, jetzt, ich sag dir ehrlich. Ich weiß wie nicht reagieren auf so Menschen, weißt Wow, Bro. du? So am besten ist für mich die Lösung gewesen, einfach gar nicht mehr in so eine Situation hineinkommen. Situation reinkommen. Und das ist für mich einfach ganz klar kein ÖV mehr fahren, Bro. Fix. Ich habe ein Auto, ich habe Da einen seht ihr- Elektroscooter. Was ein paar Reaktionen von Menschen in anderen auslösen können. Wenn du einen schlechten Tag hast und deine Unzufriedenheit mit dem Leben bei anderen rauslässt, was das für einen Impact kann haben. Darum
reflektiert euch, bevor ihr eure Fresse aufmacht. Und die alte Großmutter, ich finde dich, irgendwo finde ich dich, ich schwör's dir. Und dann gibt's eine fette Links-Rechts-Kombo. Nein, aber ekelhaft, Bro, muss nicht sein. Hure schlimm, jemand nach seiner Nation, Geschlecht, Rasse, ob du jetzt Kappelsoter heißt, ich habe kein Dächli, dort einen Unterschied machen, zeigt eigentlich, was für ein Nuttensohn du im Herzen bist, sage ich. Ja, ich habe mich auch, glaube ich, nie befassen mit so Menschen. Ja, Weißt, fix. weil ich nenne es einfach nur einfach schief gelaufen alles. Ja, fix. Krank, Krank, Bro, gestört. psychisch krank, schief gelaufen sehr vieles, Fix. Erziehung schief gelaufen, andere Zeit erlebt, wo vielleicht noch alles anders war. Ja, aber jemand hält die Tür auf und du sagst, von einem Neger habe ich mir nicht wollen. Ja, das ist Wow, heftig. Wow, Bro, spuck mir ins Gesicht nächstes Mal, Mann. Spuck mir ins Gesicht nächstes Mal, Mann. Ist besser als das, Mann. Ja, oder etwa gleich. Ja. Ungefähr ähnlich, ja. Gehen wir ins Studio. Gehen wir ins Studio, Bro. Hey, ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Jetzt habt ihr mal Erfolg gehabt, wie ihr in die Gedankenwelt vom Loco und Hakan reinkommt. So sieht es immer bei uns aus. Immer und noch schlimmer. Danke fürs Zuhören. Die beste Community auf der Welt. Lernen wir voneinander, lachen wir miteinander. Und das letzte Wort übergebe ich an El Loco. Ja, Bruder, danke vielmals für die Gastfreundschaft und alles. Immer, Bro. Wie jedes Mal. Und schön haben wir mal. Wir sind ein bisschen viel. Abgeschweift. Wir sind ein bisschen viel abgeschweift, aber hey, so ist es halt. Fix. Wir sind so. Ist genau das, was wir am Anfang mit diesen Karten geredet haben. Ja. Wir driften ab in gesellschaftliche Themen. Fix. Was uns beschäftigt? Wir lernen von dem durch Kommunikation. Fix. Und ja, jetzt gehen wir ins Studio. Jetzt trinken wir 1, 2, Fix. 3, 4. 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. und reden genauso weiter. Einfach ohne Kamera. Und ich finde wirklich sehr, sehr schön, wie viele Leute du hast können gewinnen, seit du das angefangen hast. Ich bin wirklich sehr stolz, Bro. Jedes Danke, Mal, Bro. auch die Merch, auch alles. Also mein Support hast du immer. Du bist der Erste, der mich supportet. Du und der Hero, ich muss ehrlich sagen, ich bringe ein T-Shirt raus. Ich habe nicht mal rausgebracht, ihr habt es schon gekauft. Sehr, sehr gern, Bro. Das ist schön, Bro. So zeigen wir, so haben wir es gelernt, Fix. wie man jemanden unterstützen kann. Nicht fragen, hast du mir so ein Liebling? Ich Nicht- kaufe ja, dir ja. das Liebling. Fix, Bro. Nicht fragen, kannst du Gästeliste machen? Ja, ja. Ich zahle einfach einen Ja. Eintritt. Bro, kannst du mir eine CD schenken? Nein, ich Ja, kaufe deine Bro, CD, ich Bro. kauf Wenn dir- ich dich supporte, dann Bro, kaufe ich deine CD. ich supporte dich, Bruder. Bringst Bilder raus, ich kaufe dir ein Bild. Wie kann ich dich unterstützen? So mache ich es, Bro. Du Und bist ich ein glaube, geiler Sieg, ich Mann. glaub, Das du ist hast auch viele gute Leute, die Übertrieben, das Bro. auch so machen. Und Übertrieben. man kann nur dankbar sein auf dieser Welt, die so schnell geht, Bro. Fix. Und ich glaube, du hast da bist da in guten Händen und ihr seid auch in guten Händen. Danke dir vielmals, Bro. Aber in dem Fall nicht die letzte Folge. Wir sehen uns nochmal. Wir sehen uns nochmal, Bro. Wir sehen uns nochmal. Ja, Oder noch oben 1000 oder Fragen. unten. Ey, egal, von überall. Danke vielmals. Lernen wir voneinander, lachen wir mit, aber das bist genau.